Hallo zusammen. Ich hoffe, der Stream läuft. Ich sehe das aber nicht. Ah, jetzt läuft's. Ähm, läuft das wirklich oder? Ah, jetzt. Ja. Ich hoffe, es geht gehört. Ich habe gedacht, ich streame mal ein bisschen, weil ich lonely bin, nicht weiss, was machen. Ich gedacht, ich könnte auch das zeigen, was ich mache. Eigentlich für mal Reacts aufnehmen oder so. Oder Reacts oder so. Oder so was. Ja. Ich sehe gerade schnell ein paar Sachen ändern. Ist ein höherer Delay drin, aber das hindert dich nicht, cool zu sein. Ja. Ähm, und ich Wasser, ja. Ich will überprüfen bei Wasser haben. So, ja, kann wir ein paar Videos react oder was? Ähm, ja, wo ist der Scheiß? Ja, gerade so satisfying, was die Delay drin ist. Aber ja. Neverlegend PewDiePie. Habe ich nicht gewechselt. Okay. Ich gehe auf mein Konto wechseln. Nicht auf Gamer reden. Auf dem How's it Konto going? angemeldet gewesen. Dann habe ich gedacht, ja, die Kameraqualität ist, lässt zu wünschen übrig, aber wenn meine Kamera nicht will verbinden mit meinem Ding, dann weiß ich. Dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Was kann ich da alles einstellen eigentlich? Ich habe sogar Thumbnails. Gib mal den anderen. Hallo? Ich tu mal das Thumbnail ändern. Das gefällt mir nicht. Ich tu das noch. Nein! Gibt's irgendein geiles Foto von mir? Ähm. Nicht viel zu gross. Ich will nicht das Thumbnail, das ist blöd. Das ist blöd. Ich weiß nicht, Raw Street, ja. Ah, das ist ein schwarzes Bildschirm. Alter, ich bin so blöd. Jetzt schnell das machen und dann. Weil das sieht man hier. Das, 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 das sieht man hier. Da, das sieht man, das ist nicht so geil. Das heißt, machen wir schnell ein Thumbnail. Yay! Das ist sowas von geil. So, schnell Insta-Story. Und die dann nachher mein Nattel aufladen. Und dann zack, zack, so geht das. Äh, ja, als ob ich jetzt. Als ob ich jetzt das Ding machen muss. Hier, es ist ein Thumbnail. Es ist sogar schnell.
Ah, Mama, wieso geht das nicht? Ok. Keine Ahnung, was ich getrickt habe, aber einfach ok getrickt jetzt. So, tue das Ganze weg. Farben dekontaminieren, Radius und neue Ebene. YouTube. Das Art YouTube-Logo brauchen wir noch. Und dann können wir Reacts machen. Weil mir gefällt grad das Ding nicht, weißt du. Das Thumbnail, das ist ein bisschen blöd, aber weißt du drauf. Nicht das will ich. Das sieht geiler aus. Zack, zack. So, ich über neue Ebene. Nein, kann ich nicht an. Ja, ich komme Verlauf. Geile Verlauf. IBA. So. Was nehmen wir? So einen. Nicht jetzt furchtbar ist. Nein, stopp! Nehmen wir. Jetzt ist genau das scheiß Ding weg. Abbrechen, abbrechen. Machen wir da. Das sieht geil aus. Nein, das sieht aber nicht geil aus. Aber ich und die Farbe. Das ist. Das sieht heftig aus. Machen wir so. Ja, machen wir so. Es wäre geil, wenn YouTube noch eine Kontur hat. Da gibt es viele Optionen. Direkt eine Kontur. Obwohl es schlimm aussieht. So. Jetzt wollte aber auch noch. Alter, ich sollte aufhören. Ich sollte jetzt endlich meine Reacts machen und so. Aber hold on. Okay. Wird die Farbe ändern. Das machen wir unter Korrektur. Nein, das machen wir unter Bearbeiten. Nein, wo machen wir das wieder? Doch hier. Ich will Farbe ersetzen. Das ist doch einfach. Genau so. Auswählen, maskieren. Neue Ebene. Easy. Okay. Nein, das ist scheiße gewesen. So. Und jetzt die Füllwerkzeug nehmen und füllen das. Hallo, in Farbe. Füllen das mit dem Weiß hier aus. Wieso geht es nicht? Ja, der Raster mal rein. Nein, was ist denn das? Was ist denn das für ein... Hä? Okay. So. Jetzt. Du, was sind das für Thumbnails, Pedro? Das sind geile Thumbnails. Geht nicht. Ähm, ja. Thumbnail React Live. Gehe ich auf Dokumente, dann gehe ich auf YouTube. Und das da drin. Troppo. Zack. Schon ziehen. Also wenn ihr Lust habt, dann kann ihr vielleicht auch nachher ähm, After Effects, wenn meine PC vermag. So. Ich muss das jetzt aber hier machen. Anderer Bildschirm, ich habe zwei Bildschirme. Flex. Weiß. Und ja, da ist schön. Zack, speichern. So, wie sieht das jetzt aus? Sag einfach gut. Nein, wieso ändert sich das nicht?
Wieso? Alter, das war schon gut gewesen. Ja, ist eigentlich. Ich hoffe, ihr habt alle das neue Video gesehen. Wenn nicht, geht das neue Video anschauen. Punkt bis fertig. Dann machen wir. Kurzer Prozess. So. Ja, ihr könnt im Chat schreiben, wenn ihr React-Ideen habt. Ich kann nicht, glaube ich, direkt den Link schicken. Und ich werde das zusammen anschauen oder so. Hä? Das ist doch auf einmal gut, aber ich fange jetzt mal an. Mit was fangen wir an? Mit Ding. Hey, wie ist der sich hier? Meine Abo-Box. Gönnen, wer ist doch das Neueste? Sieht man das Video. Also du bist schon. Das Du bist ein ist sehr Grinsen, wenn du Leute. keinen begehbaren Kleiderschrank hast. Dann bist Oder? du low-key reich, wenn du einen begehbaren Kleiderschrank hast. Und wenn du einen begehbaren Kleiderschrank mit Fenstern hast, dann bist du wirklich übertrieben reich. Jo Leute, schickt mir in Zukunft gerne Links in die Okay, Beschreibung. jetzt. Und ansonsten viel Spaß beim Video. Gehen wir rein ins Intro. Kuss, Kuss, Kuss. Deutsche Memes. Sieht man das? Ja. Da auch erstmal ein Stößchen. So, jetzt. Let's go. Ich geh mal kurz aufs Klo. Okay. Ist aber hier. Ja, ist schon kalt ein bisschen. Ja, das ist wirklich so. Sydney. Muss jede 11-minütige Sequenz meines Lebens zu einem Akt der Verzweiflung werden? Warum? Nimm's nicht so schwer, es könnte schlimmer sein. Stell dir vor, du hättest eine Glatze und eine große Nase. Okay, das ist das Ende. Es hat auch noch ein Freestyle raus. Okay, alles klar. Komm, Matthias. Oh shit. Ah, jetzt habe ich gemeint, das sei der Ding. Wie heißt das? Der Moneyboy. Money. So, weiter da. Du heißt Visca Barca. Zu Ende. Das war's. Besser Freestyle. Ja, aber Spaß steht im Vordergrund. Zwei. Ja, nachher tickt er uns. Whatever. Wenn du den Nordbahnhof kaufst, rede ich mit dir nie wieder ein Wort. Ich hasse dich! What the fuck? Ey, Momo, was hast du immer dabei? Es geht schnell etwas machen. Was hast du immer dabei? Kabelson Strohhalm, weil die Chalis, die haben Pappstrohhalme gemacht. Ey, wow! Yo. Ja. Das ist Neymar. Okay, ich habe ein bisschen das Gefühl, weil das sollt ihr ja wissen. Lol. Ja, das ist das Geilste. Das ist das Geilste. Digga. Vor allem für mich, ich bin ja so heiß, Digga. Ich schlaf nicht mit Decke, ich schlaf mit Ding. Wie heißt das? Diese Schale von Decke nur. Nur die What Schale. the fuck? Bis er ihn, glaube ich, insgesamt Schale. 4-mal übel intensiv in die Augen gestarrt hat. Und dann wurde er einfach von den Typen dort Sancho genannt. Und wurde einfach so angetanzt. Und die haben so seinen Schwann ihm gerieben. Aber Max konnte sich nicht wehren, weil er sein Schlüsselbein gebrochen hat. Und nur so. What the fuck? Okay, Türkei-Coach, erzählen Sie? Viele sagten, Türkei ist stark, aber wieso? Was haben sie Das, gemacht? wie sagst du, das ist jetzt Freddy, Alter? Ich würde gerne so eine Latina boxen. Und du? Schon scheiße. Ihr habt nicht mal Ahnung, was abseits ist. Geht mal lieber wieder in den Stall reiten. Ganz kurz. Wie alt ist eigentlich Kylie Jenner? Wie alt ist das Kind von Kylie Jenner? Wie heißt das Kind von Kylie Jenner? Wie heißt die Marke von Kylie Jenner? Wo wohnt Kylie Jenner? Wie viele Posts hat Kylie Jenner eigentlich auf Instagram? Kannst du mir das sagen? Ich glaube nicht. Frau zu blamieren hier im Real, ne? Schatz, welche Eis kaufen? Welche Eis? Bleier kaufen, du immer Eis. Kinder, die sind mir Aber- sowas von egal. Ich will nur das Geld ihrer Eltern. Und die Tatsache, dass diese dummen Gören ganz einfach durch billige Spielplätze und talentlose Clowns beeinflussbar sind, lässt mir keine grauen Haare wachsen. Ja, ich muss sagen, die Chance liegt auch
traurig, dass wir jetzt, sage ich mal, so früh ausgeschieden sind. Ist klar. Und ja, ich hatte viele positive Jahre, viele auch negative Zeiten. Und jetzt drücke ich halt manche Flick die Daumen, dass er das vielleicht besser macht. Jo. Lol. Er dachte, ja, der mitmacht. Das ist richtig Strupp ist. Geht einmal nach links. Geht komplett nach links. Ja, der kann nicht. Aber er hat es nie geschafft. Stehen, nimmt die Wii-Controller beidhändig in die Hand. Beide Hände. Oder macht sie den hier? Strike. Okay. Zeig ihn, zeig ihn, zeig ihn. Warte, ich hab noch Wasser im Ohr. Sollen sie, ich weiß, ich kann denen nicht schätzen, dass er in Scope. Beim Tom Baumarkt in Buxtehude, meine alte Ausbildungsstätte. 3 Jahre Ausbildung, 2 Jahre krank. Wenn ich auf 4-5 stehe und die Lehrerin auf Schlager steht? Dunkel als ich durch Vorstadtstraße. 4-5? Ist das irgendein Rapper? Also die Lehrerin steht auf Schlager und ich stehe auf 4-5? Ist das Ami-Rapper oder was? In dem Sinne würde ich Das ist ein Scheiß. Ich weiß nicht, wie das im Trainer geiler gesehen. Ich weiß es nicht. Hallo! Nein! Als Formel-Legend kann ich nicht gerade rechts gesehen. Level gegen kein weiter. Stopp! PC macht Szene. So. Was wir aber können machen ist ich mir das später ansehen wollen. Vielleicht da etwas Gutes drin. Oder unbedingt auch reacten. Ich weiß es nicht. So. Hey. Prüf da. Okay. Should you be excited for new albums? Natürlich, das lieber jetzt auch. Meine Antwort ist ja. Das ist ein englisches Video. Ich lege sehr viele englische Videos eigentlich. Der einzige Deutsche, den ich schaue, ist der Kuchen TV, wo ich eigentlich nicht mehr schauen kann, weil er jammert die ganze Zeit umeinander. Er jammert die ganze Zeit umeinander. Ich mag ihn nicht mehr zuhören. Und Pete Sweet. Weil ich die dann schon höher lang, wirklich sehr lang schon abonniert habe. Und dann aufgehört zu schauen, wenn er hart gegangen ist. Vielleicht bin ich so hart weggenommen. Und vor einem Jahr 2, habe ich mit dem wieder angefangen. Ja, ich finde das geil. So. Aufhören mit Schnurren. Schauen. So, ich mache jetzt inner so. So, stopp! Ja. So. Also ich könnte ja das Ding verkleinern. Was ist das ich meine? Warte grad. Zack. Zack. Warte, mach grad Vollbild gescheiter. Zack, zack. Jetzt lasse ich dran, dass er sieht. Ja, und ich platziere mich da oben an. Easy, let's go. The artists have been stirring. Hallo? Take it. You try to book a day off of work or. Ich tu mal neu anfangen. So. So, a new album's coming out. You've known about it for a couple days to a week,
maybe even months. The artists have been stern and stringing you along for however long, and you kind of just take it. You try to book a day off of work or school, but that doesn't slide. So you call in sick, but you're not really sick, you just want to listen to an album. But that plan backfires, because instead of staying home for a day, you realize it's still 2020 for some reason, not much longer thankfully, and you accidentally stay home for 2 weeks. Happy New Year. Listening to a new album is... Also ja, ich bin so gesehen, wenn ich also ein neues Album, ich habe mal das Album bestellt von Billy Talent. Das erste Album ist so eine Deluxe Edition und Alter, ich habe so gefreut. Und die 2 Tage, und ich habe einen halben Tag sogar frei bekommen. Und also frei bekommen, ich habe frei gemacht. Und ja, ich habe das durchgelassen, ist eines der besseren Albums von ihnen. Richtig raw. Ich merke, ich höre viel gerne so Debütalben. Weil, keine Ahnung, ich finde es so raw, so anfangsmässig und so, weißt du, so. Weil da merkt man, dass die Ideen noch frisch sind und so. Ja, gut. great, especially if you're listening to it for the first time right alongside everyone else. We just recently got that experience with Kid Cudi's Man on the Moon 3, which I made 2.5 videos on so far. You should check them out, by the way, if you haven't after this. They're prime content. But yeah, new music is always a treat and a trip when it comes out, but I also think it's interesting the way people prepare for it as well. Maybe it's following any news you can about the creation of it. Maybe it's following interviews of the artists to try and piece together things. Or maybe you just forget it's even coming out altogether until a month after its release. Whatever it is, we're all different. But there's some problems that come with that being excited for too long. And it's not just the fans that feel the weight of having to wait for so long. Artists feel the pressure too in ways that you wouldn't even imagine. Some handle it differently, but it all depends. So in this video, we're going to talk about them and maybe even answer the question, should you be excited for a new album? I mean, it seems kind of dumb to ask, but I promise. Das ist aber der unnötige Aktionismus, weißt du, dass Musiker unbedingt endlich ein Album rausbringen, oder? Das, ja, das haben wir jetzt, also, das habe ich erlebt mit Oliver Tree zum Beispiel. Der sich hat gesagt, er geht, ist gegangen, ist gekommen, ist gegangen, ist gekommen, ist gegangen, ist gekommen, ist gekommen, ist gegangen. Jetzt hat er das Deluxe Edition Album da rausgebracht, er hat gesagt, ich gehe jetzt für immer. Monat später kommt instant alles gelöscht. Und jetzt macht er ein Country Album. Alter, was fragt mich auf? Keine Ahnung, was das für ein PR ist, aber du spielst mit meinen Gefühlen. Ist genau so. Und die Musik ist sehr gut. Ich höre sehr gerne Oliver Tree. Etwas Neues, etwas so Indie, Rap, Rock, Pop, das umeinander ist das. Ich find's geil. Einfach seine Attitüde geht nicht mehr. Das geht mir auf den Sack. Ja, bitte. We're gonna go somewhere with this. So, music. It's not like other forms of entertainment. Music. When a new album is coming out, it's either highly anticipated or goes under the radar. But even in that, the people who care about it might not even be a lot in the grand scheme of it all. It's not like a video game or a movie where people seem to blindly care regardless, or at least know about it. You also don't get a lot of commercials from music either compared to other stuff. I've always wondered why that was the case. I used to see them a lot, but now not as much. Maybe it's because everything's digital now. Or maybe it's because music is seen as less serious compared to the other stuff. Maybe music really isn't art. It's just a bunch of squiggly lines playing frequencies in your ear. Or maybe music is just so advanced that it's transcended all physical forms of media and is on another plane of existence. Gee, how am I gonna listen to YMCA Radio Edit by Johnny Bombastic now? But there's a reason I asked this. So Cudi just released his latest album, which people have been waiting for 10 years, and the hype was building a lot actually, but now it's out and some people love it to death already. They really do, but others felt it fell short of being great. Not bad, but just could have been better. But some even hate that thing, saying it's not fitting or unique enough of the Man on the Moon title. The other two were innovations or original sounding stuff. This one just sounds like Travis in a blender. What a blunder. But how did this happen? The songs aren't inherently bad. I still don't like Elsie's Baby Boy, by the way. But the album is good. But this got me thinking. I think one of the main factors, or even the factor of it all, is hype. Hype of the album. Hype can be good or bad.
depending on the context. Hype for something is good by itself, but if left unchecked, it can go left really quickly. Expectations from fans increase with each passing day to the point where the artist doesn't even know if they can deliver on it anymore. It goes the same with other forms of entertainment too. Yeah, You see it a lot in video games, not as much as movies though. In Cuddy's case, the pressure to make A Man on the Moon 3 came from his first two being fan classics, and most of his albums after that just not meeting that same level. I'm even hearing word that the only reason he made the thing was because Travis told him it was a good idea. And people are mad at Travis? Sheesh. Can you believe that guy? How dare he get Cuddy to drop one of his most anticipated albums in a decade? The nerve. But like I mentioned before, the album came out and some people just weren't feeling it, saying things like the songs aren't bad, but just feels lifeless. And that's a fair point. I see where they're coming from. The first two did sound unique and had a vibe to them. This one just feels more trendy compared to them. But I don't think it came out this way due to hype, as this was really more of a surprise release. We didn't even think we'd be getting it, especially not now. Cuddy really didn't even have to do this, but he did. And now it's to be continued? What does that even mean? I gotta wait 20 more years to hear some more trendy beats? You really got me. Now, don't get me wrong, I still like the album. I think it's good, but I also do see what some of these people are saying. But a lot of it can come down to both expectations of what you want the artist to do, as well as what the product actually is, which it's a mixture of both, in my opinion. But what happens when you know something is going to come out, been announced, the artist is even going on interview runs talking about it, but it never does? And then does. Enter Lil Wayne's The Carter 5. Remember this thing? Or did you already throw it out of your memory banks? This thing started recording in 2012, but didn't come out until 2018. Jeez. It was supposed to come out around 2014 and be his final album. Ha! But didn't due to contractual disputes between Wayne and his parent label Cash Money Records, owned by Birdman. Guess they were too busy milking Drake and Nicki Minaj at the time. But this album was in recording purgatory for a while. I'm surprised we even get to see it. But while it was in there, the fans were pushing online petitions and rallies all over the internet just to get this man's album into the hands of the listeners. Martin Shkreli supposedly had it for a while. Remember him? I'll talk about him another time. And a leaked version of the original album appeared online in September of 2019. Which was fun. This album only had one single, and it was Uproar, featuring Swiss Beats yelling over the track for 3 minutes. So fans were expecting this for a hot minute. You know what we got? An okay album, and a posthumous X feature. Talk about a way to finish. Where the love go? People were pleased with it for the most part. It got a lot of positive reviews on its release, although I don't really hear a lot of people talking about it now. He did release a deluxe edition, which came out 2 years later during the deluxe phase of albums. This was released on the 2-year anniversary of the album. These labels are always doing some nonsense, huh? And on it, we got 7 more songs. Ja, das verstehe ich, aber nicht so ganz für Oliver Tree, weißt du, Deluxe, das richtige Album ist im Juli letztes Jahr rausgekommen. Und die Deluxe, kann ich gerade nachschauen eigentlich. Die Deluxe ist es ist in 2-3 Jahre gegangen. Das ist wirklich ein halbes Jahr wahrscheinlich gesehen. Ich habe es gerade gesehen, ich zeige es auch. Das ist im 21. Das ist schon so. Aber im 2021 ist es ein halbes Jahr später gesehen. Mindestens. Das ist gleich wieder komisch, finde ich. Also wenn das sagt, das ist ja auch der Hype, aber das kann etwas zerstören oder nicht. Jetzt bei Call Me If You Get Lost. Das ist ja. Das hat er nur eine Woche vor einem Hype gemacht. Und ja, es ist jetzt auf die Billboards 200, Platz 1, Call Me If You Get Lost von Tyler, the Creator. Und zwischen den Alben ist, glaube ich, nur 1 Jahr Unterschied. Oder? Oder 2. 1 oder 2, ich weiß gerade nicht, das gesehen wäre jetzt gerade. Ich habe sehr viel Tyler und kommt nicht Tyler direkt. Das ist so mühsam. Es sind jetzt 2 Jahre. Okay, das ist gut. Aber hier hat er wirklich nicht so viel Promotion gemacht. Fast gar nicht eigentlich. Bin er später gekommen.
Es war einfach so ein Insta-Post gewesen und ich habe mich leid gefreut auf den Post. Wie ist das gutes Album? Also es ist nicht so gut wie Igor, weil Igor ist wirklich... Igor ist beste Album von ihm. Das ist natürlich bei mir auch recht hoch reingekommen bei meinen Alben. Aber Coffee Get Lost, da bin ich noch nicht warm geworden, aber ja, man braucht ein bisschen Zeit. An already 26 song long album, if we're counting the bonus tracks. These were just tracks that didn't make the final cut, and one of them is a song called F Him Good. Was? Alright, so what did we actually learn What the here? fuck? Well, hype is something that's interesting for music. Sometimes it can be great to listen to something that's been hyped like crazy and it's fire, but sometimes it can dampen the listening experience of an album because you're expecting so much more. It hurts even more when it comes out and it's complete garbage. But sometimes you get the complete opposite. Travis Scott's Astroworld was hyped up since 2015 and originally was supposed to come out after Rodeo, but we got Birds instead in 2016, so people were already mad at the jump. But after a very long marketing campaign, we finally got Astroworld in 2018 and people loved it. They thought it lived up to the hype full force and Travis rode that wave until 2020. Now we wait on, what is it, Utopia? If it sounds like Franchise, it's gonna be whack. I'm sorry, but Franchise just sounds like a bunch of metal clanking together. It's like I'm in a warehouse. I'm sorry. If you like Franchise, it's cool. But apparently I learned that Unanimous Decision is MIA ruined the song. That's tough. So should you be excited for a new album? I mean, why not? If they got a good track record, do whatever you want. If they've just been releasing trash, then still do whatever you want, but cautiously. But I'm curious, how do you guys prepare for a new album? Was there ever an album you listened to that just didn't meet the bar, or one that blew you out of the water? I'd love to know. And leave a like on this video too if you enjoyed it. And subscribe too, it's much appreciated. So... Ja, jetzt beim neuen Teil der Album Coffee Get Lost, also ich finde wirklich nur so eigentlich 3 Lieder hören gut. Sau gut. 3 Lieder, die ich sau gut finde. Das ist Sorbo Baudelaire, keine Ahnung, wie man das sagt. What's Your Name? Lumberjack. Die 3, die sind Hammer. Und ja, die anderen, ja. Hot Wind Blows sind auch noch easy. Corso auch. Ein bisschen also ein bisschen härter ist das. Juggernaut bin ich gar nicht so. Ja. Und was mich aufregt an dem Album, das ist der DJ-Drama. Der tut überall. Überall. 3 Euro. Und das ist 3 Euro. Weißt du, so ein Hype-Man, Alter. Ach. Furchtbar. So. Ich will doch noch eins React. Schmiact. Auf was habe ich Lust? Ich weiß nicht, auf was ich Lust habe eigentlich. Ja, ich komme überlegen das. Ich habe kurz, warum will ich das denn später ansehen, Alter? Ich liebe dir hier. Geht jetzt drauf. Es ist scheiße langsam alles. Warum macht ich? Gib mir mal Mac Streamo. Verdacht auf Körperverletzung. Sie müssen die Vernehmung der Polizei abwarten. Ich war vorne da und die haben alle Molukaner, die haben gesagt, also warum bist du denn da? Dann habe ich gesagt, ich wohne hier. Denn Anne, ich habe ihm gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht. Hier. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe nur eine Bier getrunken. Eine Bier. So geil. Ich kann nur, dass ich das hier geil finde. Ich weiß es nicht. So. Ich habe mal so ein Album-Ranking gemacht. Aber ich habe einige vergessen, aber die ich hier geil finde. Und darum will ich das weitermachen. Wenn ich es finde. Dann habe ich immer Ordner getan. Album hier. Also müssen wir das. Wo ist das? So, hier.
Ist das auch noch Popstar-Album. Ein Rülpser. Immer gut. Ich muss gerade das Mikrofon jetzt wieder dort ziehen, dass einfach besser kann tippen. Weil dann müssen wir tippen und viel ziehen. Ja, da kann so viele Sachen empfohlen. Die ich nie brauche, aber dann ist der brauche, dann brauche ich es. So, hoffe so ist easy. Das ist jetzt mein Filmding, aber da komme ich wahrscheinlich nie fertig. Das ist so groß. Da werde ich wahrscheinlich nie fertig kommen. Aber ja. So, dann quälte das vom. Ah, hier, das speichert es da. Hier geil. So, ich habe mir schon ein paar Albums zu sich gekommen, die ich aber geil gefunden habe. Ich habe in letzter Zeit viele Albums gehört. Das ist so mein Sommerprojekt, das zweites Sommerprojekt. Ein bisschen Albums hören. Und ja. Ich habe eins vergessen. Der vermissen wäre Import Show Options hier. Dann mach eins mehr hier. Row. So oder so? Nein, Bre. So. Okay, wie Tierli. Ich kann ist es woanders platzieren. Das. Ey, das ist gut. Das ist gut, oder? Hier oben. Nein. Hier. Ach, mach so. Ja, einfach so. Kein Stress hier. So. Wenn natürlich. Das trifft Bär, dass ich ihn vergessen habe. Offspring, Amerikaner. Amerikaner-Album. Wie kann ich das vergessen? Das ist so ein gutes Album, Mann. Das ist so geil, das Album. Geht weiter jetzt. Was ich sehr geil gefunden habe, wenn ich letztens gelost habe und richtig noch easy war. Sadness, also Milky Chance. Und das Ding, Sad Necessary. Wo eine easy geile Vibes gefunden habe. Ist so richtig so. Es gibt einfach so einen schönen Vibe. Einfach. Habe ich höher geil gefunden. Ich habe ein bisschen Ordnung in diesen Teilis, die Offspring da oben da. Stopp! So. Okay. Das habe ich noch easy geil gefunden. Jetzt irgendein Album habe ich hier easy gefunden. Und das ist das Clear. Ich weiß gerade Google Alter. Clear Dance. Ich kann den Namen wahrscheinlich nicht, aber Creedence Clearwater Revival. Und wir reden hier vom. Ich weiß genau, ich weiß das Album nicht. Mit leid traurig. Creedence Clearwater Revival und Cosmos Factory. Das ist so ein geiles Album, wenn ich jetzt gehört habe. So richtig viele so Movie-Vibes gegeben. Hier rief Cosmos Factory. Das hat mein PC wieder. Da. Hier. Gut. Und ich habe hier noch. Was? Radiohead. Natürlich. Radiohead, okay, Computer. Was ich noch hören will von denen
ist Rainbow. Weil das sie genau easy geil angekriegt. Das ist das hier. Jetzt mal direkt einfach das fucking Album. Ich darf aber nicht drauf drücken, sonst ficken Spiel. Doch. Rainbow. In Rainbows Videotape ist sehr geil. Das ist so Offbeat-mäßig ist das. Das finde ich sehr geil. Das ist genau easy geil. Das will ich noch los machen. Hier zeigt zur Mediathek. Ich glaube, das sind so die am meisten gelost haben. Aber ich muss gerade schnell etwas nachschauen. In meinen Notizen, weil da nicht eingetragen, was ich alles noch will hören. Ja. So. Ich muss einfach größer machen. Internet langsam. Internet langsam. Es geht schnell. Ich habe mal Achtung. Ja. Hier. Okay, Computer. Die White Stripes, da bin ich nicht so warm geworden. Also Chili Peppers ist mir gar nicht gegangen. Ich weiß es nicht. Das ist schon komisch geschrieben. Ich habe nicht das Album von die Türen will Alben. Das Album gefunden, das ich geil gefunden habe. Ich habe Californication angefangen und ist jetzt das. Ich habe noch angefangen mit Greatest Hits. Ich habe Platz Sugar Sex Magic. Das ist so, keine Ahnung, das ist mir nicht gegangen, das ist mir zu viel gewesen. Ja. Creedence Clearwater ist easy geil. Gorillaz habe ich versucht. Meh. Das ist so. Also, besser kann ich beschreiben. So, für Gorillaz. Linkin Park habe ich gelost. Und zwar der hier. Ist das. Linkin Park. Das war Alben. Meteora. Meteor habe ich gelost. Ist noch easy geil gewesen. Aber nicht gerade. Hat mich nicht so Socken gehauen, aber auch nicht so wie Gorillaz oder nicht so. Ja, Meteora könnt ihr mehr hören. So in dem Stil. Ja, so ist das. Was ich noch auch will hören, ist das Ding. Das erste Album von denen. Es sind so viele scheiß Editions. Keiner weiß, was wie wo ist. Ich weiß nicht, ob das erste Album ist. Ich glaube aber. Ja, das erste Remix-Album. Scheiß auf der Remix, Alter. Was macht dann Transformers drauf? Hybrid Theory, das ist doch das erste. Das Debütalbum. Das will ich hören. Paper Cut finde ich geil. One Step Closer finde ich auch geil. Crawling, ich liebe Crawling. Das ist glaube ich mein Album. In the End ist wieder auf. Alter, ich glaube, das ist viel geiler, glaube ich. Warum habe ich das nicht das gelost? Das ist doch viel ein geileres Ding. Das ist wirklich viel geileres Ding. Wie ist echt ach. Ja, System of a Down habe ich noch nicht angefangen zu hören. Aber ich wüsste gar nicht, mit welchem ich anfange. Ich habe sehr viel, also früher Toxicity habe ich gehört, Lonely Day, Chop Suey, Aerials, das so geheißen. Aerials, ja. Biop habe ich auch gehört. Da gibt's schon geile Lieder.
Aber mit welchem Vorjahr? Von den Alben. Es gibt nicht so viele von denen. 3. 3 richtige Alben. Und in 2020 ist eins gekommen, Protect the Land und Genesis Humanoids. Sicher noch gut. Habe nicht gelesen. Das ist nur verdaut halt. Aber ich würde halt mit dem anfangen. Das ist jetzt Toxicity. Aber warum ist jetzt drauf Alben für die Ewigkeit? Das stresst mich sehr. Prison Song ist geil. Das. Ah, hier. Ja, schon die Version losen. Hallo? Toxicity will ich nicht schon losen werden. So, nächstens. The Strokes. Habe ich gelost. This is it. Das ist, nicht This is it, aber Is this it? This is it ist, ist Michael Jackson. Aber das hier ist das Debütalbum im Fall. Da bin ich nicht warm geworden. Das ist so das gleiche für mich gewesen wie The White Stripes als Debütalbum, weil keine Ahnung, das ist so alles, das ist zu raw, das ist zu, einige Lieder sind besser gemixt als die anderen, das ist ein bisschen komisch. Und das Gesang hat immer das Distortion immer die ganze Zeit, das ganze Album durch. Und nach 2-3 Liedern hast du es einfach gekriegt, Alter. Und das habe ich nicht so geil gefunden. Aber, nein, ich gedacht, los mal was anderes. First Impressions of Earth. Das dritte Album in dem Fall. Das habe ich viel geiler gefunden. Da ist mehr Soul drin. Da ist mehr Ideen sind da drin. Ganz andere. Das hat mir gefallen. Das Experimentelle von den Strokes sind mir jetzt mehr gefallen. Und aber beim Is This It ist es ein gleicher Flow die ganze Zeit gesehen. Wo ja nicht so geil gefunden habe. Aber ja. Ob das jetzt wirklich ein höher geiles Album ist, das hier drauf kehrt, ich muss es mehr halt, ich muss es halt mehr hören. Der kann es beurteilen. Der kann es wirklich beurteilen. Kanye West noch nicht. Aber da würde ich 2 hören. Also er hat sehr viele Lieder. Albums. Das ist einfach blöd, ja? Hier Alben. Ich weiß gar nicht, wo anfangen. Das ist mein Problem. Also für mich appealing, also meist ansprechend, ist für mich der Life of Pablo. Keine Ahnung warum. Da hat ein geiles Lied drauf. Aber ein geiles Lied heisst nicht ein ganz geiles Album. Aber, und Graduation, wirklich, das sie geht zum Anfang und so. Und My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Die ganz schön gut, aber wo fährt man? The College Dropout, das ist auch gut, und The Late Registration. Das ist das zweite Soloalbum und das erste ist natürlich ja. Ah, The College Dropout, doch. Das ist eines von den besseren halt. Ich glaube schon, dass man eher, wenn man jetzt noch neue Künstler findet oder neue Albums durchlässt, dass man halt mit dem Debütalbum anfängt. Und dann kannst du mal springen oder so zum Beispiel. Weil wenn man nach Debütalbum da merkst, ob sie es drauf haben schon. Eine Art Style entwickelt haben. Und in einigen Debütalben kriegst du das eins raus.
Andere aber nicht. Oh, ist das nicht. Ja, so. Ich würde das da hören. Ja, das geht drin. Blur. Blur, ich kenne alle Blur. Blur ist das Song 2. Das ist das, was jeder gelost hat. Jeder kennt das Fuhu-Lied. Blur-Album. Ich denke mir, wieso nicht? Nein! Wow, die sind sehr viele Alben. Ja, jetzt sind es so 2, 3 oder so. Aber die sind ja höher auf viel. Was ist das Debüt? Leisure, keine Ahnung. Denk mal, warum nicht? Also mal das drauf, das ist so ein britische, ist britisch. Rockband. Song 2, das kennen ihr alle. Das Lied kennen ihr alle. Eine britische Band. Ich sehe gerade das amerikanische Pendant, aber komme gerade nicht drauf. The Killers. Mit Mr. Brightside. Das ist von denen aber das erste Lied im Fall, wenn er das nicht gewusst hat. Ich habe gemeint, die Säge. Nein, das kann nicht sein. Hä, was ist das Pendant von Blur? Blur? American Pendant. Weiß nicht, ob. Nein. Okay. Milky Chance ist über das Sadness Serie, von ich geil gefunden. Das ist ein richtig geiler Vibe. Das gibt so Sommer-Vibes einfach. Das gibt einfach geile Sommer-Vibes. Loset das Album. Das ist underrated, finde ich. Drake, das hat zwar nicht mehr was haben wir dem angedreht. Ich weiß nicht, ob ich das Drake-Album durchlösen kann. Darum ist es so, ja. Ja. Sido habe ich noch nicht gemacht. Ich habe so viele Alben nicht durchlösen. Ich will durchlösen, Mama. Sido. Und ja, die hat schon 2002. Let's go. Hat schon 11 Alben gemacht. Und was ist echt der Anfang? Ich kann ja nicht. Haben die überhaupt das da drauf? Wie sagt sie das Unplugged-Album? Ist es überhaupt gut, das Unplugged-Album? Ich weiß es nicht, ich habe es nie gelesen. Ist es? Maske ist das Debütalbum. Und ich war es Zeit da. Monchi. Debütalbum. Mein Blog. Steige ein, ist geil. Ich das Tür da drin. Das hören wir dann nächstes Mal. Wenn. Hammer. Ja. Und Abbey Roads bei den Beatles habe ich angefangen, aber nachher nicht so den Mut drauf gehabt, das jetzt gerade zu hören. Habe ich angefangen und gedacht, nein, das kann doch nicht hören, während ich laufe oder so. Also irgendwie keinen Bock, keinen richtigen Bock gehabt, das zu hören. Was ich, ja. Zweites Album, das ja, so gut. Experimental. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club singen noch gut. Was Remix? Das Original, Mann. Fuck auf Remix. Nicht X Remastered. Wieso müsste man geremastert werden? Da haben wir nicht aufgeregt. Wie viel kostet das so eine scheiß Platte? Achtung.
Beatles, sagen wir Abbey Road, Vinyl. 34 Franken. Ja, aber das Problem ist es remastered oder so. Nicht? CD ist gute Seite zum Sachen kaufen. Ah, ist 50 Anniversary. Das sind 2019 Mixes. Original Mix. Will ich. Ah! Ich kann nachher nachschauen. Ja, das sind immer noch die Mixes, die ich nicht will. Ja, ist ja gleich. Also, was noch war, aber so geil ist, wenn ich meine erste Wohnung habe oder Haus oder whatever. Haus, wenn es mit YouTube geht. Nein. Albums zu kaufen, Vinyl-Albums zu kaufen, dass es wie im Wohnzimmer oder so darstellen. Einen Plattenspieler natürlich auch noch kaufen. Dass man sieht, dass ich ein Musik-Nerd bin. Ja. Okay. So. Ich habe jetzt 1 Stunde gestreamt. Ich finde 1 Stunde ist sehr gut endlich für den Streamer. Ich bin heute noch für 1 Stunde. Ja. Das seht ihr. Nirvana, Dude Ranch. Nirvana da. Weil Nirvana ist wirklich eines der Alben, die mich am meisten geprägt hat durch eine ganz lange Zeit. Wirklich das, was ich am meisten gehört habe, am längsten gehört habe und am intensivsten, der mich befasst hat, ist das Nirvana Nevermind. Und das hat auch in meiner Band Influences gehabt. Man kennt es, also einige sagen mir auch, man kennt es raus in meinen Liedern anscheinend. Nirvana-Fan bin. Zum Singen wahrscheinlich, ich weiß nicht, mit ihm hat angefangen zu singen, mit Nirvana. Ein bisschen ruhige Stimme, aber ja. Dude Ranch, also Blink-182. Das hat sehr Influence vor allem jetzt in meiner Band, weil wir spielen genau Settings eigentlich. Wir spielen genau Settings, das ist genau die Richtung. Und warum Dude Ranch? Cheshire Cat ist Cheshire Cat ist nicht für mich nicht so fertig. Da fehlt noch der Schliff. Das einige Lieder, ja, ich kann es ganz normal durchlösen, aber ich finde, der Dude Ranch ist eine Stufe höher, eine Stufe geiler. Ist ein geilerer Mix. Und das ist natürlich, das ist ja logisch. Hat im Dude Ranch schon der Travis Barker gespielt? Ich weiß jetzt gerade nicht. Wir sind immer noch schade finden, dass einfach die Band eigentlich die ist aufgelesen, Bucht ist fertig, das ist aber das Blöde. Nein, Scott Raynor hat noch gespielt. Und aber Scott Raynor hat noch gespielt. Im Dude Ranch. Und das ist aber der vor Travis Barker ist. Und das sind die Drums noch. Ich finde einfach nicht super sang. Der Travis Barker macht so 10 Millionen Sachen. Und geil finde. Scott Raynor an den Drums ist einfach richtig raw, richtig schön, schnelle Beats. Krank wie das junge Beats hat. Also ich finde einige Beats hier geil, wie zum Beispiel Pathetic ist eines der geilsten Drumbeats, die ich finde. Also es macht genau noch, was die Gitarre macht. Ich kann es noch machen, mache jetzt aber nicht. Ja, Toxic Trolls, meine Lieblings-Schweizer Walliser Band. Das ist sogar meine Schwester, die nicht Punk los.
agreed, dass die wirklich sehr gut sind, von textweise und auch vom Style her. Ich finde die Band einfach textweise so geil. So geil. Und auch das Album an sich sehr gut aufgenommen wurde. Und ja, aber Leute, wenn ich das immer den Leuten sage, denke ich einfach, wo kommst und so. Sage ich immer, ja, hier verturt man. Ja, was verturt man? Ja, kommt von da. Ja, sehr gutes Album. Sehr schön geschrieben sind die Lieder, sehr schöne Texte. Es wiederholt sich sehr viele Rhythmen, aber ist ja normal im Punk. Aber das macht die Texte weg und Ideen sind in den Liedern, finde ich. Ich finde das Album sehr geil. Ja, noch Billy Talent. Das ist so die Zeit, wo ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Früher habe ich nicht so gewusst, was spielen und nachher ist Billy Talent gekommen und da bin ich nuts gegangen. Da habe ich Leid mir gegangen, im Spielen. Das ist eines von meinen, ja, da habe ich wirklich gelernt, Gitarre zu spielen mit ihnen. Ich habe sie das Lied abgebrochen und wieder neu gestartet. Wenn ich es nicht geschafft habe, das zu spielen. Ja. Ich lerne da wirklich richtig heftige Melodien in der Gitarre. Das kann ich gut beschreiben. Hört Billy Talent. Es ist sehr hart. Also ja, für den Anfang, wer noch nie so Hard Rock gelust hat, ist schon hart. Der Ben, ich kann irgendwie alle. Ben, John, einen dieser und der Aaron, der aber nicht mehr spielt, weil er Leukämie hat oder sonst was. Ja, also Single ist er heiratet. Punkt uns. Er kann sehr schön singen. Er kann sehr mit seiner Stimme variieren, finde ich aber noch geil. Und was Billy Talents erste Album ist, Pink Guy. Das hat Pink Guy, wie heisst es, das Pink Season, hat mich sehr beeinflusst. Sorry. Weil Pink Season ist einfach so ein geiles Album. Das hat etwas meine Texte beeinflusst von meiner Band. Weil das ist recht vulgär einfach. Das ganze Album ist einfach vulgär und trotzt von Schimpfwörtern und weitere Sachen. Das ist so unglaublich eigentlich. Wie kann man so viel Schimpfwörter und Beleidigungen in einem Album drin packen? Und dann habe ich so gesagt, ja nein, man sollte eher chillo, nicht immer, also in meinen Texten, nicht gerade immer so Plattformmusik und so, mit Pink Guy und mit Blink-182. Also Pink Guy ist Stufe höher, Blink-182 Trench oder so. Trench macht man noch ein bisschen Anspielungen und so, aber Pink Season, Alter, er sagt es direkt. Das habe ich geil gefunden, dass es einfach direkt sag's es einfach. Sag einfach, dass es ein Loch bist. Sag's es einfach. Das Pink Season einfach, das ist eher das Meme-Album, aber es hat mich sehr beeinflusst. Mein Text zu schreiben und so. Ja, der wäre Chochi, also das ist immer der gleiche Artist, der Pink Season Chochi. Ballets 1. Sehr gutes Album. Ich finde das Albumcover so iconic, finde ich einfach, das ist ein Briefleger, ich finde das sehr geil. So in einer Slow, bisschen R&B, das ist geil. Okay, los ist das. Igor ist geil.
Was einfach am geilsten ist am Igor, ist einfach, Tyler hat alles selber gemacht. Er hat selber produziert, er hat selber gemixt, selber arranged, also selber Lieder geschrieben, selber performt, mit Featuring natürlich. Da vielleicht das Album sehr geil. Aber auch die Lieder und so, und das hat auch etwas Inspirierendes, wenn jemand alles selber macht. Also sehr gerne, wenn die Leute halt euch selber die Lieder schreiben. Kurt Cobain hat ja alle die Lieder geschrieben, das haben sie geil gefunden an ihm. Es ist dann ein großer Druck entstanden wegen dem ganzen Liederschreiben. Alle hören auf ihn. Er war ja der Sprachrohr von Generation X, gewesen, wo er endlich nicht hat wollen sein. So. Okay, Damn ist jetzt, ja, das Kendrick Lamar Album. Wie ich sagen, kann ich auch hören. Das gibt das Rap-Album. Hooray for Boobies. Peak Season Style, einfach in der Rock. Ein Kollege hat es gezeigt, in einem Schlagzeuger. Und ich habe einfach an die Fehler hören. Das ist so ein geiles Album. Das ist so random an dem Album. Und ich finde das so geil. Einfach, aber auch, wie die Lieder sehr aufgebaut sind, weißt du, so. Er sagt es nicht, einfach durch Anspielungen drauf. Und im Refrain sagt er es voll heftig, was er eigentlich sagen will. Beleidigt und so. Das finde ich so geil gemacht, einfach. Das ist Bloodhound Gang. Vor allem bei Hooray for Boobies. Coldplay Parachutes. Ich finde das Album richtig schön, geil zum Hören. Das ist richtig so Indie-Rock. Schönes Indie-Rock. Und nicht mehr so Synths-Dreh und so. Und ist einfach das Coldplay-Album für mich. Coldplay ist nicht mehr so. Aber das ist ja gut so eigentlich, dass ich wieder entwickelt habe. Ich habe das neue Album so, A Head Full of Dreams habe ich gelost. Das Allerneueste habe ich nicht gelost. Es gibt doch das Album letztes Jahr rausgebracht, nicht? Was ich bis heute noch nicht gelost habe. Und das ist 21 sogar. Das sind Singles. Ich will Alben, was Englisch mit Singles. Boy. Ich denke, ich habe das Album rausgebracht, gerecht schon. Everyday Life. Gut, Everyday Life. Das ist das, was ich nicht gelost habe. Das mache ich mal. Ja, Coldplay Parachutes ist einfach ein geiles Indie-Rock. Richtig geile Lieder und Flow und mal höher schnell, Shiver. Richtig explosiv, finde ich. Nachher gibt es, wie heisst die Lieder? Ich habe die Lieder lange nicht mehr gelost. Aber Shiver, das ist so explosiv und schnell. Und nachher kommt zum Beispiel so ein Trouble, langsam. Oder das Yellow. Das ist einfach höher. Geil, das ganze Album ist geil, Alter. Das ist geil, Mann. Ich merke, ich werde excited, wenn ich über Albums rede. Wie Weezer. Das blaue Album, ich finde das easy geil, das blaue Album. Mit der anderen, mit dem Roten habe ich es versucht. Mit dem Hellgrünen. Und mit dem Thai, also mit dem Cyan-farbigen, also das nichts gesehen. Das habe nur Covers gesehen, nicht geil gefunden. Das erste Album, das blaue, ich finde das das Beste. Das beste Album von denen, weil es so. Das ist das gleiche wie bei Blink-182 gesehen, Weezer. So, die sind eher. Sind einen anderen Weg gegangen. Nicht Punk, sondern so Rock-mäßig.
Say It Ain't So ist etwas bekannteste. Aber zum Beispiel ein Sweater Song. Finde ich hier geil. Ich kann das ganze Album voll durchhören. Und macht richtig Bock, einfach das Album zu hören. Dann natürlich Oliver Tree. Oliver Tree ist so eine Hass-Liebe-Beziehung. Punkt ist fertig. Ist eine Hass-Liebe-Beziehung. Ich hätte Lieder von ihm hören gerne. Ich kann jedes Lied von ihm hören. Alle hören geil. Immer etwas anderes als wie, aber immer noch gleich als wie. Den hören geilen Style, finde ich. Der Oliver Tree Style. Das Album ist sehr gut, aber einfach das Deluxe Edition Debakel, das ich geil gefunden habe von ihm, das ist einfach. Das zerstört einfach das Ganze, finde ich. Das zerstört einfach alles, finde ich. Weil jeder was mit einem Platte-Record oder irgendwas mit einem Label hat, dass es was Vertrag oder so, wenn er zufrieden ist, eigentlich, wenn er muss das Deluxe-Album veröffentlichen. Aber so wie er es vermarktet, finde ich es nicht geil. Die Vermarktung finde ich einfach scheiße von ihm. Fertig. Obwohl er Wirtschaft studiert hat. Das ist ein geiles Album. Lasst mal das durch, wenn er voll auf so. Voll etwas ganz neues Style. Das ist einfach ein ganz neues Style, finde ich. Bock mal auf so etwas. Wir fahren so eine Fischchen Sturm und Dreck. Ich finde, das ist, wenn ich mal die gelost habe. Komplett im Arsch ist das erste Lied, das ich von denen gelost habe. Und nachher ist es weitergegangen. Und Sturm und Dreck ist ein sehr gutes Album, finde ich. Wenn es Feine Sonne Fisch vielleicht nicht kennt, das ist eine Punkband, Punkrockband, Punkband mit Trompete einfach. Und ich finde es sehr gut eingesetzt. Einige sagen, dass die wie Guckenmusik, nein, es ist nicht wie Guckenmusik und ich hasse die nicht. Ja, Sturm und Dreck finde ich gut. Geile Lieder wie ich habe das Album lange nicht mehr gehört. Ich kann es gerade sagen, weil ich Lieder hier geil finde. Nein! Das ist das Lied. Stopp! Nein! Nein! Stopp! Da. Ich fast. Hier. Zurück in unsere Stadt, alles auf Rausch, Angst für die Seele, auf Schlaf in Marseille, zu Hause, alles anders, Dreck der Zeit, ich mag keinen Alkohol, zurück, wo niemand eben ist, der hat immer noch aus, niemand wie. Alle Lieder, ja geil. Buch ist fertig. Amerikaner. Das ganze Album ist geil strukturiert, finde ich. Ich finde das ein geiles Album. Have You Ever, das erste Lied, finde ich ein guter Anfang von dem Album. Das geiles Album. The Offspring. Arctic Monkeys. Whatever people say I am, that's what I'm not. Das ist das erste Album von der. Ich finde das am besten. Weil das so. Das ist ein eigenes Style, den ich geil finde. Vor allem Dinge finde ich geil. Dave, nicht so High Production. Geil. When the Sun Goes Down oder Mardy Bum. Und einfach geile Lieder. Aber so Albert Futsch. Albert fucking Futsch. Notischer Band. Was ich jetzt sagen, ich habe nur Now You Have to Sell It von denen gelesen. Die anderen nicht gelesen. Ich habe die neueste habe ich noch geil gefunden. Daily Grind. Daily Grind und noch andere 10, die ich höher geil gefunden habe. Habe ich sehr viel gelesen. Now You Have to Sell It ist das Debütalbum. So viele Debütalben drauf. Das ist das Debütalbum von der. Und ich finde das geil. Richtig Punk. Wenn du Bock auf Punk hast, los Ski. Ja, der Mix ist nicht so heftig. Das sind halt alles selber Riffen, aber das im Hinterkopf hast, finde ich das Album wieder geil. 2,5 ist geil.
Ich weiß nicht, wie die anderen Lieder heißen. Swanky Stuff, das ist eines der geilsten Lieder in dem ganzen Album. Ja, dann haben wir noch Cascade Reset, das ist nicht ein EP, aber ich habe nie etwas gefunden, was Cascade-mäßig ist. Cascade ist ein Elektro-EDM. EDM ist das Electro-Dance-Music. Und den habe ich entdeckt beim Rocket League spielen. Und die Lieder sind so geil, so man hat richtig Bock Rocket League zu spielen, sage ich immer. Richtig geile Drops und so. Und da geht. Das sind alle Lieder, die ich hören von ihm. Das ist sehr geil. Noch Milky Chance Not Necessary, das sind richtige. Die haben richtig geile Vibes einfach. Sommer-Vibes. Das ist das Album, das ich jetzt jedem die anrate, wenn er so Bock auf Chillen hat. Hört Milky Chance Not Necessary. Das sind halt die Stolen Dance und Settings ist auch drauf. Halt die bekannt ist, das sind es nicht da drauf. Cosmos Factory. Boy. Das ist so, was ist das? 1968? Oder von welchem Jahr ist das echt? Cosmos Factory ist von 1970. Das ist wirklich so Country, aber so. Jetzt ein richtiger. Sind wir dem so. Ein Swing, ein richtig. Beat goes on, hä? Einfach geil. Bock ist wie so ein Roadtrip oder so. Hört das, Cosmos Factory, hört das. Das macht richtig Bock. Das macht wirklich Bock. Okay, Computer von Radiohead. Das ist ein gutes Album. Von Anschicht. Sehr viele geile Lieder. Exit Music zum Beispiel. Oder Surprise. Was gibt es Album, ist das mal runtergekommen, jetzt zum Nachdenken, Ambient-mässig, hat es etwas Ambient-mässiges. Das ist so richtig so wie wie eine Art Reis. Du kannst es einfach los oder du kannst in Trance versetzen. Das ist so, okay, Computer. Was ich geil finde. Das ist ein ganz geiles Album. Ja, das sind meine besten Album-Picks. Ja, ich mache jetzt aber jetzt fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut doch das neue Video an, das jetzt da ist. Und ja.